Ich bin begeistert. Und zu welchem Preis verkaufen Sie das tolle Gefährt? Der Händler macht einen guten Preis. Nur 500 Franken verlangt er. Und die Räder dazu gibt er noch gratis. So ein Angebot kommen wir nie mehr über. Wir nennen es. So werden der Papi Wapper und das Franzi stolze Besitzer vom roten Lastwägeli. Der Händler ist erleichtert und gratuliert den beiden zu ihrem Kauf. Der Papi Wapper und das Franzi steigen voller Freude in die Führerkabine. Beim Drehen vom Schlüssel im Zündschloss fängt der Motor an zu husten. Endlich springt er aber an und die beiden fahren mit ihrem holprigen Lastwägeli heim. Das Klappern und das Gieren tönt wie Musik in ihren Ohren. Als sie daheim ankommen, ist von ihrem Haus nur noch ein Haufen aus Stein und Holz übrig. Der Mann von der Abbruchfirma steht zufrieden am Strassenrand. Was? Schon fertig? Ja, es ist schnell gegangen, aber es war ziemlich ein Krampf. Und wo sind all unsere Sachen hingekommen? Nur keine Panik, die stehen alle auf der Wiese parat. Gut, in dem Fall richten wir gerade unser Lastwägeli ein. Soll ich euch helfen? Ja, gern. Aber passen Sie auf, dass nichts kaputt geht. Sie bauen das Keihüttenbett, sagen das Loch in den Aufbau und setzen das Fenster mit Vorhängen ein. Dann tragen sie einen Tisch, die Stühle, den Kasten und die Lampen ins Auto und hängen ein ganz hübsches Bild an die Wand. So wird aus dem Lastwägeli ein gemütliches Wohnmobil. Wir haben alles eingeladen. Ja, wo stellen wir die Badwanne hin? Aufs Dach natürlich. Gerade neben der Wäschmaschine. Juhui, jetzt haben wir wieder eine neue Wohnung. Und was für eine tolle. Dann kann es ja losgehen. Komm, Franzi, steig ein. Der Papi Wapper sitzt hinter dem Steuerrad und das Franzi auf dem Beifahrersitz. Er kurbelt das Fenster runter und bedankt sich beim Mann von der Abbruchfirma für seine Hilfe. Also dann, eine gute Reise wünsche ich euch. Zum Abschied winken sie dem freundlichen Mann von der Abbruchfirma zu. Dann startet der Papi Wapper den Motor. Wohin fahren wir eigentlich? Ich weiss es auch nicht. Am besten einfach der Strasse nach. Lassen wir uns überraschen. Mit unserem Wohnmobil sind wir immer unterwegs und gleichzeitig auch daheim.